Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Du hörst den Donnerschlag zur grossen Frage: Glaubst du an Gott? Ich bin Nadine, schön, hörst mit. In rund 20 Tagen ist Frühling, einmal laut Kalender. Wie bist du so ins neue Jahr gestartet? Freudig oder sogar hoffnungsvoll? Dann könnte es im Fall sein, dass du zu einer Minderheit gehörst. Das Institut für Demoskopie Allensbach in Deutschland macht regelmäßig Umfragen zur Stimmungslage in der Bevölkerung. Und die war im Fall noch nie so schlecht seit der Nachkriegszeit. Als Grund wird der andauernde Krisenmodus genannt. Zuerst Corona und nach Corona wird der Hoffnung auf Normalität durch den Ausbruch vom Ukraine-Krieg ein Ende gesetzt. Und dann kommen noch steigende Preise, Angst vor einer Energiekrise, überhaupt Angst vom Verlust von der Sicherheit, das gibt dem Ganzen dann noch den Rest und führt dazu, dass fast 3/4 von der Bevölkerung in schlechter Stimmung sind. Okay, könnte man jetzt sagen, das ist Deutschland. Wir Schweizer sind ja per se viel optimistischer. Mir dünkt es aber, wenn ich genau herhöre, merke ich ja bei uns vielleicht eine Verunsicherung. Oder manchmal sogar so eine Art Frustration. So Frustration in die Richtung von «Hey, ich verstehe die Welt nicht mehr». Ich würde sogar sagen, wir leben in einer Zeit, wo fest an unseren Grundfesten gerüttelt wird. Und viele von unseren Werten stehen plötzlich in Frage. Im letzten Donnerschlag hat das Samuel super aufgezeigt, am Beispiel vom Waffenexport. Ja, wo plötzlich so Grundwert von uns in Frage stellt. Was machen wir jetzt aber, wenn die Verunsicherung nicht nur unsere Werte, unser persönliches Wertesystem betrifft, sondern auch anfängt an unserem Glauben kratzen? Was, wenn ich mich plötzlich frage, glaube ich überhaupt noch an Gott? Glaube ich an Gott? Glaubst du an Gott? Das ist eine Frage, die ist mir häufig begegnet in der Zeit, als ich noch KW, also Religionsunterricht gegeben habe oder in der Jugendarbeit. Da sind noch ab und zu Kinder und Jugendliche gekommen und haben gefragt, du Nadine, glaubst du an Gott? Und wenn ja, warum? Wie würdest du antworten? Wie würdest du jemand anderem gegenüber die Glauben begründen? Vielleicht gerade wenn die Zeiten so schräg sind wie im Moment. Ja, mehr über die Jahre folgende Erklärung oder besser gesagt Herleitung für meinen Glauben geben. Mein persönlicher Glaube beruht auf 3 Säulen. Auf der Schrift, auf persönlicher Erfahrung und auf Erfahrung von Mitmenschen. Ich tue das gerne heute erklären. 3 Säulen. Die erste Säule, die Schrift oder eben die Bibel. Für mich ist die Bibel glaubwürdig. Ich bin überzeugt, dass Menschen seinerzeit nicht einfach irgendetwas aufgeschrieben und zusammengestellt haben, weil es ja noch irgendwie so schön tönt oder so, oder weil es ein bisschen helfen oder trösten, sondern ich bin überzeugt, dass sie sehr verantwortungsvoll gehandelt haben. Die Bibel sind für mich persönliche Erfahrungsberichte von Menschen aus einer früheren Zeit. Mich stört nicht, wenn sich die im Detail widersprechen, solange sie sich im Wesentlichen einig sind. Ich brauche hier gerne das Bild von einem Verkehrsunfall. Wenn die Polizei nach einem Verkehrsunfall 3 Zeugen befragt, dann werden die aufgrund von ihrer Position, ihrem Blickwinkel, vielleicht auch gerade aufgrund vom Grad der Aufmerksamkeit, die sie in dem Moment hatten, was passiert ist, nie 100% identische Berichte abgeben.
Und schon gar nicht, wenn das Ereignis schon Tage oder sogar Wochen zurückliegt. Aber ziemlich sicher wird es einen Konsens über das grosse Ganze geben. Und so lese ich die Bibel und finde sie glaubwürdig. Ich finde sie wahrhaftig in dem, was sie aussagt. Das ist meine erste Säule. Die zweite Säule, das sind persönliche Erfahrungen mit Gott. Dass ich mir überlege oder mich erinnere, in welchen Lebenslagen oder Situationen habe ich ganz persönlich Gott erfahren. Wo habe ich Gott erlebt? Das gibt so eine Art persönlichen Gottesbeweis. Die dritte Säule von meinem Glauben sind die Erfahrungen von anderen Menschen. Nicht Menschen aus der Vergangenheit, wie die Autoren der Bibel, sondern Menschen aus der Gegenwart. Menschen, die ich vertraue, Menschen, die ich eben auch für glaubwürdig halte. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse die können mich auch in meinem Glauben bekräftigen. Darum reicht es jetzt zum Beispiel für mich nicht einfach zwischen im Heavy Sanctum zum Beispiel eine gute Predigt zu hören. Oder einfach das, was ich persönlich erlebe. Ich brauche auch den Austausch mit anderen Gläubigen, wie zum Beispiel in einem BBM. Gemeinsames Fragen, miteinander hinterfragen, Lehren von und miteinander. Das braucht es für mich. Und nein, der Unterschlag ist nicht eine persönliche Marketingoffensive für das Angebot der Metal Church, sondern ja, einfach meine ureigene Antwort auf die Frage, warum glaubst du an Gott? Aber nochmal zurück zu diesen Wirren von der Welt, zu dem Chaos und ja, vielleicht auch gerade die Fragen, die es aufwirft, nicht zuletzt mit dem Glauben. Mir ist ganz wichtig zu sagen, mein Glaube lässt mich nicht ohne Fragen zurück. Ja, ich würde sogar sagen, Gott selber lässt mich überhaupt nicht fraglos zurück. Aber ich habe gemerkt, dass dort, wo mein Verstehen an Grenzen kommt, muss wegen dessen das Vertrauen nicht aufhören. Es ist ja sehr spannend. Das griechische Wort Pistoio, wo im Neuen Testament mit Glauben übersetzt wird, hat eben eine breitere Bedeutung. Glauben, ja, aber auch Vertrauen, überzeugt sein. Das gehört genauso zu dem Wort. Und somit kann ich sagen, ich habe sehr viele unbeantwortete Fragen. Aber ich habe auch Vertrauen. Nicht ein blindes Vertrauen, sondern eins, das auf 3 Säulen beruht. Das ist meine Überlebensstrategie in dieser ziemlich schrägen Zeit. Vielleicht hast du eine andere oder weitere Fragen. Schreib mir doch, lass mich wissen. Du erreichst mich unter diakonie@metalchurch.ch oder quatsch mich mal an einem Anlass an. Ich freue mich immer über einen guten Austausch, über ein gutes Gespräch. Ja, und somit bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen guten Frühlingsanfang zu wünschen, einen positiven, hoffentlich einen hoffnungsvollen und bis bald. Und dann kommt noch ein kleiner Nachtrag. So, das war jetzt nämlich ziemlich viel Stoff so für einen Donnerschlag. Darum ist der Donnerschlag nämlich ein zweiteiliger. Wie es weitergeht und warum das auch ich nicht ohne Gottesbeweis auskomme und was denn für mich so ein Gottesbeweis könnte sein, über das kannst du, wenn es dich interessiert, im April Donnerschlag mehr hören. Bis dann, hab eine gute Zeit und mach's gut.